Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute machen wir den Mazda MX-3. So, vorgestellt haben wir den eben kurz bei Insta. Ein paar Leute haben den schon gesehen. Und ich denke, da sich ein paar Gegebenheiten, die sich hier ein bisschen verändert haben, für uns zum Positiven, für euch natürlich auch, wird Stefan jetzt die Geländegängigkeit dieses MX-3s gehörig prüfen müssen, um erstmal weitere Schritte mit diesem Auto überhaupt machen zu können. Das heißt, wenn der jetzt heute durchfällt, ist das Ding weg, fertig. So, Gas geben. Also der große Vorteil bei diesem Auto jetzt schon, also ne, bei diesen Felgen, ne, das hat einen Zentralverschluss, ne, ist schon mal sehr, sehr geil. Ich glaube, den muss Stefan auch noch mal testen, oder? Wie cool das eigentlich ist, die abzuschrauben. Das ist doch eh fake. Ja, ey, voll Idiot! Raffst du es auch? Ja, aber willst du jetzt eine scheiß GoPro oder nicht? Stefan, du Azui. Was ist das denn? Power on, Power off? Was? Der gibt so viel schnell Vollgas. Erster Eindruck. Scheiße. Das Lampen, warte mal. Das ist eine Öllampe. Öllampe? Was? Auto. Der hat noch einen Acker. Der fühlt sich auch richtig sportlich. Hallo! Dampf hat der wohl. Das ist echt leise. Im Auspuff. Schnips. Willst du damit auch unser neues Servicefahrzeug vorstellen? Ja. Ich soll mal sagen, dass es unser Neuzugang ist. Haben unser Caddy neu lackiert. Nee, Caddy wurde nicht neu lackiert, das ist ein neues Modell. Ein paar Jahre jünger, etwas besserer Motor. Was verbastelt. Guck mal, wie der Auspuff hier lang geht, ey. Wollen wir den Cut direkt auch mit abschneiden? Ja. Doch. Das schneiden wir direkt vorne ab. Aber so, dass er nicht nach vorne rüber gibt. Es gibt doch direkt Feuer, ey. Nein. Nein. Nein, das sind die Kinder in Afrika noch Spielzeug rausbauen können. Ja. Boah, doch. Hier. Haben wir gerade gesagt. Ja, da. Ja, voll leck. Ja, wurde schon warten, bis wir vom 10 Minuten weg. Oh, dann geh ich hier mal drunter weg. Pinke Nummernschild-Haltung. Ja, der bremst, blockiert nur vorne. Ja, kann auch. Aber ganz zum Schluss erst. Das ging schnell, das Bremsen. Ja. Ja, lass mal da hinten hin. Ja. Geht von da unten. Und da war mehr so drin. Kommt das geringe Gewicht wieder zum Vorschein, ne? Ja, wer war aber da runter? Muss aber da unten nicht hinstellen. Ja. Ja, Zum Anlauf, verpiss dich zum Anlauf hier. nehmen. Kannst du mal bis nach Hause fahren zum Anlauf nehmen, ne? Wenn du Gas gegeben hättest, ne? Rückwärts, rückwärts. Alter!
Uiuiuiui. Boah, Alter. Richtig hoch, ey. Ey, das war Blinker. Ne, du Blinker Nee, links. nochmal Blinker. Nur das war voll, Der Blinker voll geht sanft, aber wie weit man am Fliegen war. Ja, wie es aussah. Richtig hässlich, ey. Ja. Normal. Ja, mal strullen. Oh, die Antenne! Das hat bestimmt jeder zweite MX3-Fahrer, oder? Ich hab nur das Licht angemacht. Das war nicht gut. Hat die Batterie einen. Oh, die Lichtmaschine lädt nicht. Gut, dass wir ein Serviceauto haben. Oder gucken wir da einfach mal eben rein in die Haube. Genau, wir gucken nochmal rein. Vielleicht ist da alles ein bisschen durcheinander geraten. Vielleicht jetzt Kabel Plus und Plus haben sich verbunden und Minus und Minus Haben und wir denn Plus. irgendwas Und Besonderes damit gemacht? vielleicht fliegt die ganze Batterie auch schon wieder rum. Das stimmt. Weil er die eben so gerumst. Ja, irgendwas. Ja, das war hinten, das ist der Ersatzrad. Was So. für eine Gülle Ding. Ja, hast du das noch nie gemacht oder was? Ja, doch da. Ah! Ah! Dann kann es ja auch nicht Nee, funktionieren. dann hat er auch keinen Bock jetzt. Boah, Alter, ist der am Glühen. Boah. Ich glaube, der hat schon irgendwo Kontakt gehabt. Eine Motorhaube? An dem ganzen. Boah, irgendwie ist das alles ein bisschen sehr warm. Die ist ja noch eine richtige Prottelklemme. Ja. Eine richtige Mazda-Klemme. Hi Dennis. Hallo. Was ist denn jetzt hier? Das ist ein super Battery, Alter. Gucken, ob der wieder ansteht. Warum ist der nicht ange... Ah, es gibt wieder. Ist alles wieder in Ordnung. Ah! Ich muss ja nur noch anspringen. Der ist zu hot. Ausstellen wieder an. So, Acker-Stresstest wurde auf jeden Fall bestanden. Ich denke, das Auto wird uns noch 1-2 Tage länger begleiten. Mal schauen, was wir da noch so umbauen können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig. Schaut bei Instagram vorbei. Und ja, Mazda MX-3. Wir sehen uns.